Die dem persischen oder arabischen verwandten Schriftzeichen am Bahnhof bezeugen, dies ist nicht chinesisches Kernland. Der Name dieser Provinz weit im Westen der Volksrepublik bedeutet Neuland. Es ist ein autonomes Gebiet, in dem das Turkvolk der Uiguren sich aber mittlerweile von den neu hier angesiedelten Han-Chinesen benachteiligt fühlt, was immer wieder zu Zusammenstößen und sogar Aufständen führt. Zuletzt machte am 30. April ein Attentat Schlagzeilen. Ende Oktober 2013 trugen die von der Staatsmacht als Terroristen bezeichneten Akteure ihren gewaltsamen Protest sogar ins Herz der Kommunistischen Volksrepublik China. Auf dem Tiananmen-Platz explodierte eine Autobombe, 5 Menschen starben. Die Geschichte dieses Turkvolkes reicht zurück bis ins 9. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gab es ein sogenanntes Chinesisch-Turkestan, später eine Republik Ostturkestan. Die Volksrepublik China konnte sich bei ihrer Gründung 1949 die Region mit Billigung der benachbarten Sowjetunion einverleiben. Wobei sich an der Religion der Uiguren, sie gehören zum sunnitischen Islam, immer wieder Konflikte entzünden. Die Volksrepublik brachte die Entwicklung von Infrastruktur, Gesundheits- und Bildungswesen, aber auch die massenhafte Zuwanderung von Han-Chinesen. Da genügte oft ein Funke, zum Beispiel 2009 das Gerücht, ein Uigure hätte eine Chinesin vergewaltigt, um blutige Zusammenstöße auszulösen. Dieser Wissenschaftler von der Universität Peking gehört zu den wenigen prominenten uigurischen Intellektuellen, die sich noch öffentlich äußern können. Er verweist auf die Versäumnisse in der Vergangenheit, auf die sich angehäuften ungelösten Probleme wie das nicht konsequent realisierte Recht auf die eigene Sprache, auf fehlende Religionsfreiheit, Menschenrechtsverletzungen. Dazu komme eine hohe Arbeitslosigkeit unter den Uiguren, die von den zugewanderten, besser qualifizierten Han-Chinesen verdrängt und diskriminiert würden. Die Führung in Peking hat sich bei allen separatistischen Bestrebungen die US-Formel vom Kampf gegen den Terrorismus zu eigen gemacht. Der muslimische Glaube der Uiguren schürt zusätzlich die Angst, hier könnte Al-Qaida Fuß fassen, obwohl es dafür keine Beweise gibt.